Schönen guten Abend, willkommen hier bei dieser Aufschlusssendung von der Tenniswoche. Es war eine lange Woche und wir haben schönen Tennis gesehen, viel Tennis gesehen. Wie immer noch als Invité dabei, Malu Hartmann, Dan Maas und den Herr Claude Lamberti. Wir haben an der Finale Nummer 1 gesehen vom Tournoi an eine Spielerin, die schon zweimal an der Finale war, die endlich gewonnen hat. Ich meine, wir können der Spielerin das gönnen. Absolut, also wir haben eigentlich noch nie eine Spielerin gehabt, die so froh war, zu gewinnen. Ich habe ihm auch gesagt, die dritte Kehr wie die richtig gewesen. Und er hat gesagt, ja, das war total happy. Und ich meine, dass das Nummer 1 nicht verloren hat, das ist auch nicht ganz froh darüber, aber das, ich meine, dass Monika hat besser gespielt und Petra hat als nicht zu seinem Spiel kommen, so dass es aber dann aber klar das Resultat und noch ein klar Gewinnerin gibt. Ich habe den aber schon gemerkt, da muss ich auch schon mal sagen, dass dem Quito war das nicht egal war, weil das ja eigentlich auch am zweiten Satz zum Terrain geschossen ging. Und dann habe ich den Herrn noch bei der Siegerin gemerkt, das war aber da bist vom Zermücht. Ja, so zu mir ist schon gefragt, ja, wie hast du das dann gesagt? Zu mir, ich konnte gar nicht mehr. Ich sehe gut nicht an am zweiten Satz auch nach absolut nicht mit dem Spiel 1 gehen. Und hat gesagt, auch den Terra, der Blaren drinnen, an dem Nicolescu sein Spiel kombiniert. Das wird extremst schwer spielen. Und hat ein bisschen flammig so, hat aber verdient gewonnen. She was better. Und ja, okay, das war das so. Und ich meine, wir hatten eine super Woche, wir hatten Nummer 1 an der Finale. Darüber sind wir immer froh, dann wäre natürlich auch froh, wenn Nummer 1 dann nur am Palmares ging stehen. Wir müssen ja aber fair sein, Fairness beweisen und so. Und Monika hat dann noch verdient gewonnen. Ich habe auch diskutiert über die Spielleiterweise von Monika Nicolescu, was ziemlich defensiv ist und gesagt, ein bisschen Ping-Pong-mäßig. Außerdem wird am Anfang ein bisschen steuert, wenn Zuschauer so, voilà, das ist einfach nicht ein Tennis oder das ist kein Tennis, das ist nicht ein Tennis, den wir gesehen oder ist das aber so egal? Also das schon effektiv so gewesen, wie den Match angefangen hat, und hat angefangen, das Slice dort zu machen. Das Leute so nicht schon rum. Aber ich meine, dass sein Spiel und hat heute mal der Haut gewesen, das hat auch im Quito war kein klappen. Und was soll ihn da so? Ja, kann ich nicht viel spielt so wie hat spielt hat auch gut. Ne? Also das ist schon nicht, es ging sicher auch nicht den Germany's Next Tennis Model gehen mit seinem Spiel. Aber ich meine, dass er spielt und mal an der Tommer extremst viele Spielerinnen mit dem Spiel, der wir auch nicht vergessen, dass Nummer 50 auf der Welt, das ist auch mal schon drinnen gewesen, dann hält sich ja aber immer und immer an den Paragen, da muss ich ja aber auch schon gut spielen. Es geht sicher nicht durch, für vielleicht natürlich 10 zu kommen, weil verschiedene Spielerinnen besser mit seinem Spiel 1 gehen. Aber ich meine, das ganz, es steuert, was Spielerinnen diese Tor rausbringen lassen, steuert. Petra Kvitova hat dann auch gesagt, er hat auch taktisch nicht ganz richtig gespielt. Hat verschiedene Sachen hätte mich nicht machen. Was kann ich nicht so, weil ich kein Coach bin. Aber die Spielerinnen, die besser mit dem geleffelt, für das mal salopp zu so in 1 gehen. Aber es kann ich nicht Mädchen verbieten zu leffeln, wenn es dann dummer nicht die erst 50 in der Welt gibt. Trotzdem muss ich aber vorstellen, wie bringt dir es fertig, dass Nicolescu die Leistung über die Jahre geguckt immer zu Lützeburg fertig bringt? Ja, das ist froh, die mir auch gestaltet, weil irgendwie hat immer Lützeburg als mein Lieblingssohn, ich wollte den eigentlich gewinnen. Wenn wir so auf der Reise sind, dann so nicht zum Jacqueline, heute auch Nicolescu, Jacqueline, du gehst nicht direkt invitiert. Ich ging dann mal nicht so oft invitiert, mit Jacqueline invitiert, dann das ist immer, it's my favorite. Und das hat er auf der Matte. Und dann hat er im Terrain klar gesagt, I definitely come back next year. Das heißt, ich meine, das fühlt sich ganz wohl, das ist auch ganz live bei uns am Büro. Ich meine, das fühlt sich immens wohl und das ist auch viel wert. Und das hat sich an der Kap gesagt, ich verlange Lützeburg noch 2 Finalen auch einmal gewonnen. Ich muss sagen, hat das ganz motiviert bei uns angekommen, an Rackkommen und hat mich gestellt, so wie man will so, hey, ich will wirklich gewinnen. So hat es ausgesehen. Das viel am Kopf wahrscheinlich, wo sie spielt. Ja. Das war auch viel trainiert, hat ganz viel sich drauf präpariert, weil das wirklich am Kopf hat gesagt, und die Drittkehr muss es ziehen. Und dafür kann ich auch nicht mehr ein Chapeau so und hat verdient gewonnen. I felt fantastic on the court. After I took the first set, I felt even better and I was feeling very light on the court. I was catching every ball. Nothing was like surprising me. You know, I was on the feet very good, standing good, and even though she was hitting very deep, I was ready. Better second set. First set, it was tough, and it was tough to return the lefty serve. But I cannot say. I mean, it's unbelievable week when I saw the draw at the beginning.
I was not thinking I'm gonna win it. I know I love this tournament. I know I play good, but you never know. You know, you have to start from the first match. You have to start from the beginning. And wow, to beat Petra in the final, it's the best moment in my life, I think. Yeah. And I'm happy that I could do it here in Luxembourg. Mir hun natürlich, wie man dat gewinnt sinn op der Kokoschar immer ganz grosse Rahmenprogramm, den extrem viel schichtig ass mal acht man Business meet Sports. Dat klingt jo mal schon ganz richtig, weil oni Business gëtt ke Sportsevent an Dir macht da war immer an enger Aderweis, wo der Spielerinnen mat aband, wo in Andrea Petkovic ganz flott Schüler an professionelle Räder verstehen. Wer das de Gedanken do anderen? Ja, es geht am Anfang darum, für Schüler die Möglichkeit zu geben, für mit einen Professionellen zu schwätzen und zu hören, wie dem sein Leben ist, wie dem seine Idee ist, wie dazu kommen ist, was er für seinen Sport muss machen oder für das, was er eben möchte, muss machen. Und da hatten wir eben den Montag dann die Meet mit den Schülern vom Institut Supérieur de l'Économie und den Schülern vom LTB, das war ein 13. Und die waren natürlich auch immens froh, an mir auch das ausgerechnet Andrea Petkovic hat gemacht, weil das ein immens interessant Frauenmensch und das auch immer ganz dankbar. Ja, wir haben ja Abschluss darauf. Also mit der WTA zusammen getan, ist die Idee. Wir haben eine Liste, wo wir so hätten gerne die für das, und dann, als das meistens klappt hat. Wenn ich richtig informiert bin, da werde ich mich auch mit einer Kamera dahin, um mal zu gucken, was dann da geschwätzt ist. Was ist das so? Ja, ganz genau. Du hast einen kleinen Reportage gemacht und ich ging so, da gucken wir mal sehr bis ran. Legst du momentan mehr Wert auf dein Studium oder mehr auf den Sport? Mehr auf den Sport. Ich bin ziemlich schlecht in meinem Studium gerade. Ich mache es eigentlich nur noch, damit ich sagen kann, ich studiere Philosophie und Literatur. Aber ich habe in Wirklichkeit lange nicht mehr viel gemacht, weil die Klausur, ich mache ein Fernstudium und die Klausuren sind bei uns immer im September und das ist die erste Woche der US Open. Und da kann ich schlecht fehlen bei den US Open. Deswegen habe ich jetzt in 3 Jahren schon keine Klausur mehr geschrieben. Ich lerne zwar die Materialien für mich, einfach um meinen Kopf zu beschäftigen, aber wirklich fortgeschritten bin ich in meinem Studium noch nicht. Ich habe mal eine Frage. Ja. Wenn du jetzt dich 30 Jahre weiter siehst, was hast du so für Ideen, für ein Lebensziel, wo du gerne in 30 Jahren sein möchtest, was du erreicht haben möchtest? Ist das ein Bewerbungsgespräch? Ich habe gehört, da fragt man solche Fragen. Ja, mehr oder weniger. Okay, ich wollte nur klar, damit ich weiß, ob ich ehrlich antworten kann oder mir was ausdenken soll. Am liebsten ehrlich. Okay, gut. In 30 Jahren, da wäre ich 60. Oh Gott. Ja, eben. Ich glaube, dass 60 so die Zeit wird, wo ich vielleicht zum ersten Mal mir ein Heim suche und an einer Stelle bleibe. Weil bis 60 sehe ich mich eigentlich nicht an einer Stelle. Also habe ich mich auch noch nie gesehen. Auch nicht als Kind, als Jugendliche, jetzt mit fast 30 auch nicht. Ich glaube, dass ich immer um die Welt reisen werde und ohne wirkliche Wurzeln. Und dann mit 60 habe ich eigentlich das Gefühl, dass das der Zeitpunkt dann sein wird, der mich vielleicht an einen Ort verschlagen wird. Ich weiß noch nicht wohin, aber... Ja, du hast gesagt, das Eis wird dünner, es gibt immer mehr Leute, die gut spielen. Ich weiß nicht, die 1000 Ersten oder ich weiß nicht, wie viele da reinkommen. Wo muss man dann landen, um davon leben zu können? Weil es ist ja frustrierend, wenn man spielt und man sieht unter dem Strich nie ein Ergebnis. Ja, das ist eine schwierige Frage, weil viele sehen oft nur das Preisgeld, das wir verdienen. Und davon kann man schon mal vor allem als Deutsche die Hälfte abziehen, weil die Steuern, ciao. Und dann tragen wir unsere Kosten selbst. Das heißt, ich bezahle meinen Trainer, ich bezahle mein Zimmer, ich bezahle das Zimmer meines Trainers. Ich bin inzwischen 29, mein Körper ist nicht mehr so, wie er mal war. Ich muss mit Physiotherapeut reisen. Da zahle ich das Gehalt des Physiotherapeuten, deren Zimmer, die Flüge, das Essen. Also es ist ein riesen Rattenschwanz, der hinten dran hängt. Es ist nicht nur das Preisgeld, was ich verdiene. Also man kann gut und gerne 3/4 von diesem Preisgeld abziehen, das man verdient. Aber ich würde sagen, um Zahlen zu nennen, Top 50, um davon leben zu können, Top 20, um sich was zur Seite zu legen und später auch noch davon leben zu können. Das alles mit im Hintergrund daran gedacht, dass man einigermaßen wirtschaftlich mit seinem Geld umgeht und es nicht verprasst. Wir haben über Ökonomie geschwärzt und wenn ihr seht, Business und Sport passen zusammen, dann muss ich sagen, die hat das auch eine super Nouvelle für den Turner.
Bis 2020 huet den Titelsponsor weiter Vertrauen an den Turner van Chatrisch verstanden hun als ein Turner assuriert. Ja, also ich mein, du gibst immer auch ganz froh. Wir haben das fort zusammen mit Carlo Tiller, mit Kick Schneider, den Kontrakt unterschrieben bis 2020, wo sie uns als Titelsponsor unterstützen, weil das auch eine gewisse Sicherheit gibt für die Zukunft mit der WTA zu verhandeln und noch zu gucken, was für neue Entwicklungen noch auf der WTA-Seite kommen. Ich meine, das ist aber auch für uns ganz wichtig. Von den dann weiß hat den Titelsponsor als bis 2020 dabei. Ich muss ja direkt nachhaken. Du siehst, gibt es da schon die eine oder andere Idee, wie ihn das will beibehalten, verändern, noch besser machen, was ganz schwer ist, weil ich meine, den Turner gesehen, wo man quasi eine Woche ausverkaufen. Ja, also da muss ich so und da war immer terribel froh, weil das war ab Mendes schon, wo es quasi ausverkauft war, Dienstag auch. Boah, wir hatten natürlich sonst kein Final war Samstags, aber ich war, das WTA war extrem erstaunt, dass am Anfang von der Woche schon so viele Leute waren. Also den Interim Tennis, das Sport, das war grandios. Und ich muss so noch die Qualität von der Matcher war meiner Meinung nach viel besser wie letztes Jahr. War wirklich viel mehr Kampf da haben, viel mehr Flottmatcher. Auch das als eine Sache, die also auch auf TV geht, für zu summen vor weiter. Wie die Zukunft ausgesehen, WTA-mäßig. Also so, ja, also so, dass du alle Woche irgendeine Idee auf Tapet könnt. Die Steve Simon als für den neuen CEO. Ich weiß ganz sicher, dass Änderungen kommen. Aber es liegen Menge Minuten, es wären 5 bis 6 verschiedene Pläne da. Und weiß keiner, was für eine Richtung es geht. Das Einzige, was ich ganz sicher von euch aus sagen, ist, dass wir weiterfahren, das ist ganz klar. Ich meine, das sieht mein Präsidentin bestimmt auch. Dafür sind wir froh über die Unterstützung vom Titelsponsor. Und ich weiß auch, dass Octagon, die wir da zusammen auch will gehen. Und was für eine Richtung, was für ein Changement da kommen, das wird Zukunft weisen. Das aber nicht nur mit der BGL verlängert gehen, es gibt auch eine Vertragsverlängerung von der IWTP mit der FLT. Absolut. Ja, wir haben ein Partnerariat unterschrieben. Und ich meine, das ist auch gut so, weil wir auch nach Ideen haben, und das kann ich vielleicht auch schon so, und dass wir auch nach mehr zusammen brauchen, auch notamment am Niveau von der Balkaner, weil wir da aber auch ein bisschen als Limite kommen sind. Und da muss man gucken, ob man nicht gleich mit der FLT über diese Kontrakte raus dann nach können, ja, weil ich bin noch der Meinung, genauso wie Malu sieht, die Föderation, die aber auch ganz viel Erfahrung an den letzten paar Jahren gemacht hat, die auch sich mehr dynamisch weist, wie der damals für uns 6 Jahre der Fall war, wo man gemerkt, dass man könnten also vielleicht am Laufe dieses Jahres zusammensitzen mit dem Präsident, der war schwarze für zu gucken, wann der nach mehr zusammen machen, wo wir Unterstützung kriegen, Seite von der Föderation, wo wir die Föderation können unterstützen. Ich meine, darüber sind wir froh. Und dafür haben wir auch den Präsidenten eine kleine Kado abgeholt, für Merci zu suchen, für die Vertragsverlängerung. Und da kann er noch ein bisschen Reklam machen für den Damen-Turner auf der Kockelscheier. Und ich freue mich auf die nächste Wochen am Ende, wo man als vielleicht Cap zusammen steht. Ich meine, da muss ich auch bald etwas mit meiner anderen Cap dazu sagen. Also effektiv ist den Kockelscheier Turner ein ganz großes Event. Ich meine, die bringt die WTP fertig seit Jahrzehnten, den Tennis-Sports-Event auf England Karte zu setzen von internationalem Format. Und das ist einfach nicht mehr remarkabel. Da kann ich nicht genug Merci sagen. Und als Föderationspräsident ist es natürlich, dass ich froh, dass ich hofrisch, wenn ich so einen Turner hat, wenn ich das begleiten kann. Ich meine, der hat ganz abgestimmt, aber natürlich ist ein Tennissport über eine Woche wirklich an den Medien präsent, als aller am ganzen Publikum. Und das ist wirklich etwas, wo ich so, und das ist Nation Branding. Ich weiß nicht, wie viel Benevolen die hier schaffen hat, aber das sind da viel. Das ist wirklich etwas, wo ihr als Beispiel kann gehen, wo ihr seht, wir sitzen in Lützeburg auf England Karte, wir begeistern Leute, die auch hier wollen schaffen. Und das ist etwas, wie gesagt, wo ich als FLT-Präsident einfach froh bin, dass wir können an der Zusammenarbeit weitermachen, auch sportlich geguckt. Die wir nicht vergessen, die WTP stellt ja auch der WLT eine Whitecard zur Verfügung, wo wir wirklich dann auch sportlich geguckt als junge Talente haben, wo wir können unterstützen. Eigentlich am Hauptfeld an der Quali. Absolut. Das ist die Leonora Molinaro und dann die Minella. Also das ist schon etwas, wenn ich das vergleiche, das waren an Krämerin, Claudine Schaule, ja. Die Minella, Leonora. Das ist etwas, was dem Lützburger Sport wirklich etwas bringt. Und du, wie gesagt, ganz große Merci nicht für ein T-Shirt, aber auch für ganz Arbeit dafür, das, was alles für den Lützburger Sport macht. Da gucken wir mal, wie wir zusammen nach mir können fisselieren. Mal ganz gerne. Wenn wir schon von den Lützburger Spielerinnen schwätzen, der Präsident, wie gesagt, dann durchschneiden das Jahr von seinen Spielerinnen.
Ich meine, dass man das Jahr ein Eichstronne-Match zwischen Mandy Minella und dem Petkovic gesehen und war dann einem Niveau war, den ich selten gesehen habe von einer Lützburger Spielerin. Und es war auch wirklich so knapp, dann hat es gewonnen. Es war Reklam für den ganzen Tennissport. Ich weiß, dass beim Dana noch bei Malu wahrscheinlich die zwei Seiten Ausschlag geben werden. Publikumsliebling an Lützburger Spielerin. Die zwei hätten eigentlich müssen weiterkommen. Es war kein dir für verlieren, komm so und so. Also der versteht, dass ich ganz mit Mandy war, ne? Das ist aber ganz klar. Es war einfach Reklam für den Lützburger Sport. Auch darum, Mandy denkt super Leistung brüch und ich hätte mit gegönnt. Nichtsdestotrotz, Petkovic hat gewonnen. Voilà, das ist mal so, das ist ein großer Turner, das ist der größte am ganzen Benelux. Das ist nicht einfach ein Turner, wo ihn hinkommt und da sieht, voilà, ich gewonnen. Das ist wirklich eine große Leistung und dafür, das ist immer gut von ihn für ein Publikum kann spielen. Das Mantel zum Beispiel Spielerinnen, wir haben Eleonora Molinaro haben drin, weil eine junge Talentspielerin ist. Die fand doch ganz flott, dass eine zweite Wildcard einer Lützburger Spielerin gehen hat. Also da sind wir auf einem Weg, wo wir über die Zusammenarbeit gesprochen haben, ganz froh sind, an denen die Frau so weiter. Voilà, du hast schon nur geschwert, Publikumsliebling, ein anderer Publikumsliebling, der nur gemeldet war, der leider nicht kommen, war den Boris Becker. Mit kommen aber guten Ersatz, den Michael Stich, und war auch ziemlich großen Undrang. Ich meine, dass den Sarah gut gemacht hat. Also de Michael Stich war vielleicht sogar die bessere Lesung am Endeffekt, wenn man gucke, wie professionell den das gemacht hat. Die war auch ganz umgänglich, die war freundlich, den hat kein Komme gelos von den so Personen. Und ich muss ihn aber sagen, dass mir bis Dünsch des Moyes oder bis Dünsch Mitte sogar nicht wussten, wie es kommen, wie es gehen, weil eben die unprofessionell aufsuchen. Ja, also wie man das dann nicht hat. Du hört den Lo eng für das engagiert und da könnt irgendwie eng nur, weil der könnte den dann. Ja, also ich meine das einfach so, muss ich ja sagen, dass das Management von Boris Becker ganz gut mit uns befreundet ist, an den er so all die Jahre noch schon begleitet wird, mit dem Kaderprogramm. Und das auch krass und dass wir da den Ersatz kriegen. Ich meine, das ist einfach so, der Becker hat man gekriegt, der Becker war konfirmiert, der war sogar teilweise schon bezahlt. Das war alles an rechten Discher. Bis dann den Abend für drin geheischt wird, also er soll mit was kommen, dann schmengen wir so was spät und nicht nur weil kriegt so könnte nicht, weil bon, also mal raus und das wir noch auf Facebook gesehen, dass nach China geflogen ist. Ich meine Probleme durch den Djokovic hat, dann eben dadurch dann nach China geflogen ist. Natürlich, ich muss so nicht verstehen, sauer. Mir alle gut und wie ich auf das Büro kommt sind und so was machen wir lo. Und dafür ein ganz großen Merci an unsere Partner, als Management, weil die haben du alles möglich gemacht für den Michael Stich so sehr als Ersatz zu kriegen. Den hat das auch wunderbar gemacht, wie man schon gesagt hat. Ich fand es nicht professionell von Boris Becker. Absolut nicht. Und ich meine noch nicht, dass wir jemals den Boris Becker gegen invitieren. Das ist mein Klo-Ausspruch. Ja, das ist eine Sache gut gemacht, das wissen wir vielleicht für die Leute, die nicht dabei waren, können wir kurz rausgucken, noch einmal eine kleine Reportage von Michael Stich. Wenn wir nochmal darauf zu sprechen kommen, zwischen Ihnen und Boris Becker herrschte ja nicht nur eine Rivalität, Sie haben auch voneinander profitiert, haben sich gegenseitig motiviert und auch angetrieben. Wie sehr nervt es Sie trotzdem, nach 30 Jahren immer noch mit Boris Becker verglichen zu werden? Ja, hätten Sie mal darüber nachdenken sollen. Nein, das nervt. Ich habe gedacht, Sie können mir die Frage beantworten. Nein, das nervt überhaupt nicht, weil es ja ein Teil meines Lebens ist. Das hat mich auch zu meiner aktiven Zeit nicht wirklich genervt. Das hieß ja damals immer so, dass ich im Schatten von Boris stehe und dass man deswegen nicht erfolgreich sein dürfte. Und ich habe damals schon immer gesagt, ne, da ist ja keiner, der mir verbietet, Tennis zu spielen und Turniere zu gewinnen. Also das liegt ja ganz alleine an mir und deswegen verbindet uns sehr viel. Eine gemeinsame Karriere und eine gemeinsame Zeit, die von Höhen und Tiefen geprägt war, aber das ist das, was wir am besten konnten und von daher profitieren wir auch heute noch davon. Sagen wir so, wenn das nicht wäre, wäre ich heute nicht hier. Sie haben als Kommentator für den britischen TV-Sender BBC Tennis kommentiert. Und seien Sie ehrlich, kommentieren Sie lieber Herren- oder Damen-Tennis? Oh, jetzt kommen wir in die Richtung. Das kann ich gar nicht sagen, das hängt vom Match ab. Das ist eigentlich relativ egal, ob das Herren- oder Frauentennis ist, sondern es gibt viele Herrenmatches, die man nicht kommentieren möchte, wo ich auch in Wimbledon bei der BBC gesessen habe und nach dem ersten Satz gesagt habe, müssen wir das hier wirklich tun, weil es macht einfach nur schlechtes Tennis und das gibt es bei den Herren und bei den Damen logischerweise. Der Vorteil bei den Damen ist einfach, die Matches dauern meistens kürzer, weil sie nie über Best-of-5-Sätze gehen bei den Grand Slams und das ist absehbarer, drücken wir es mal so aus.
Also sind Sie da nicht geschlechtsgebunden, was Ihr Nein. Tennisverhalten angeht. Gut. Raymond Moore hat als Turnierdirektor von Indian Wells ja im März diesen Jahres in einem Pressegespräch sich sehr abfällig über Damentennis geäußert. Ich zitiere: Wenn ich eine Spielerin wäre, würde ich jeden Abend auf die Knie gehen und Gott dafür danken, dass Roger Federer und Rafael Nadal geboren wurden. Denn die haben diesen Sport getragen. Teilen Sie diese Auffassung? Nein, die teile ich natürlich überhaupt nicht, weil es aber auch einfach eine dumme Aussage ist. Ich glaube, jede Generation sagt ja von sich, dass sie besser war als die danach kommt. Also wenn ich heute mit John McEnroe, Ivan Lendl, Jimmy Connors spreche, dann war bei denen alles besser als zu unserer Zeit. Bei uns war alles besser als bei der Generation, die danach kam. Und ich glaube, wir müssen erstmal dankbar sein der Generation der Borg, McEnroes und Connors, weil die Tennis wirklich zu dem Sport gemacht haben, was er heute eigentlich ist. Nämlich die ersten Popstars in der Welt des Sports in unserem Sport auch waren. Und jede Generation hat das weitergetragen. Und Roger, Rafael, Novak Djokovic, Andy Murray jetzt sind fantastische Botschafter ihres Sports. Aber auf der Frauenseite ist das genauso. Wenn wir die Generation von Martina Navratilova, Chris Evert-Lloyd, Tracy Austin sehen, die dann weiterging mit Steffi und der ganzen Generation und jetzt zu dieser Generation auch mit den Williams Sisters, hat sich das auch alles weiterentwicklt. Und ich glaube nicht, dass es ist auch kein Kampf, auch dieser Preisgeld, kommen wir wahrscheinlich noch gleich zu, dieses Preisgeldthema. Es ist einfach, das sind Athleten und jeder Athlet betreibt seinen Sport und weder müssen wir den Damen dankbar sein, noch die Damen uns dankbar sein, sondern es gibt eine Fangemeinde für Herren- und für Frauentennis, manche gemeinsam, manchmal separiert und mehr ist es eigentlich nicht. Die Äußerungen von Raymond Moore haben natürlich zu Recht für große Kritik gesorgt. Er musste dann auch als Turnierdirektor zurückgetreten oder hat das mehr oder weniger freiwillig getan. Novak Djokovic hat sich ja dann auch noch in die Diskussion eingemischt und sagte, er ziehe den Hut vor dem Kampf der WTA für gleiches Preisgeld bei Frauen und Männern. Aber die Statistiken zeigen, dass Männertennis viel mehr Zuschauer hat. Das ist einer der Gründe, warum wir auch mehr Geld bekommen sollten. Das Preisgeld also abhängig von Geschlecht und Zuschauerzahlen. Wie sehen Sie das Konzept? Naja gut, das ist natürlich Wirtschaft. Das ist natürlich so, wenn ein Fernsehsender überträgt und ich habe einen Sponsor, der sagt, ich bezahle mein Sponsoringgeld und der lässt sich am Ende die Mediadaten vorlegen und bei dem einen Turnier hat er einen Mediawert von, ich sage jetzt mal irgendwas, $15 Millionen, bei dem anderen von $10 Millionen, dann wird er schon Unterschiede machen, wie viel Geld er ein jeweiliges Turnier gibt. Aber das sind einfach ganz klare Fakten und ich bin der Meinung, dass ich habe das früher ehrlicherweise nicht so genau verstanden, warum es auch gerade bei den Grand Slam Turnieren gleiches Preisgeld für Herren und Frauen geben muss. Ich habe das immer festgemacht an der Spielzeit, die Athleten auf dem Platz verbringen, gar nicht an der Qualität, sondern an der Dauer dessen, was man dort leistet. Mittlerweile, auch schon seit Jahren, ist mir das eigentlich völlig egal, weil ich der Meinung bin, es ist ein Markt dort, es ist ein Bedarf da für beide Seiten und ich glaube, ein Grand Slam Turnier profitiert gerade die Grand Slams von beiden Geschlechtern logischerweise so. Und da kann man auch nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Ich glaube, wenn es sowohl Herren- oder Damen-Tennis in dem Falle nicht mehr geben würde, würde immer etwas fehlen. Und deswegen glaube ich, ist diese Diskussion auch relativ sinnlos. Das ist ein Bedarf und Nachfrage. Wenn das Geld da ist, wird es gezahlt. Wenn es nicht mehr da wäre, wird es nicht gezahlt. Ich finde aber auch ehrlicherweise die Aufregung, die auch von vielen Seiten darüber immer betrieben wird, auch so ein bisschen überzogen. Man muss das Thema auch nicht immer so hoch pushen, sondern sich vielleicht auch dem orientieren, was der Markt wirklich hergibt. Aber man muss ja auch dazu sagen, Wimbledon war das letzte der 4 Grand Slam Turniere, die vor 10 Jahren das Preisgeld bei Frauen und Männern angeglichen haben also dieses Jahr ein Jubiläum in der Gleichberechtigung von Mann und Frau im Tennis. Sie fanden die Entscheidung damals aber nicht richtig, dass Wimbledon dieses Preisgeld auch angeglichen hat. Habe ich das gesagt? Das habe ich gefunden im Internet. Das haben Sie damals gesagt. Der BBC. Nein, das war genau aus dem Grund, den ich eben genannt habe, dass ich der Meinung war, dass es schon auch daran ist, ich sage jetzt mal was, steht das im Damenfinale von Wimbledon, 2 Spielerinnen 60 Minuten auf dem Platz und stehen 2 Herren im Wimbledon-Finale 4 Stunden auf dem Platz und kriegen beide das gleiche Geld. Jetzt kann man sagen, die Zeit ist nicht ausschließlich entscheidend und sagt nichts aus über die Qualität, aber in dem Falle tut es das oder hat es das aus meiner Sicht damals schon getan. Wie gesagt, heute finde ich die Diskussion überflüssig. Ich finde es gut, dass die Turniere es gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das was mit Gleichberechtigung oder auch einem Anstand zu tun hat, sondern das ist so. Da bringen beide Parteien absolute Weltklasse-Leistungen und beide sollen dann auch so honoriert werden, wie der Veranstalter es empfindet, dass es honoriert werden soll. Und wenn die Grand Slams und viele andere Turniere auch mittlerweile sehen, dass es gleiches Preisgeld gibt, dann finde ich das total legitim, völlig in Ordnung und man muss da eigentlich auch gar nicht so viel
das immer wieder hochpushen, weil es wird wieder irgendwann ein Thema kommen, wo irgendeiner wieder mehr zahlt als der andere und dann kommt das ganze Thema wieder hoch. Was wäre ein Tournoi neben dem Sportlichen und neben dem ganzen Kaderprogramm, den organisiert, ohne aber auch, an der muss ich so, all Jahr eine sauflott Players-Party. Wie kann denn du alle eigentlich auf neue Ideen? Weil das bringt ja fertig. Ja, ich meine, das ist immer ein kleinen Challenge, wie irgendwie ein Act zu bringen oder irgendetwas Extras zu bringen. Aber ich muss so ganz allgemein, wird das die Stimmung schon einreisen, Act da wäre mit der Breakdance-Group, wäre wirklich eine super Stimmung, es wäre flott, Inviten dort, die Leute wären gut drauf, also es wäre sowieso auch die Pair, gute Abend, und das Plan, den nicht, das geschieht einfach, und das wäre schon flott, ihr eben den Act kommen, Musik wird gepasst, also es wäre wirklich ein super Abend. Ich meine, wenn ich richtig geguckt habe, dann sehe ich auch Bilder gelaufen, das ist ein bisschen gesehen, wie das war. Ich meine, zum Abschluss kann ich da sagen, die 2 Damen, die bei uns sind, der Mischsinger Witte, in dem Sinne, was Jörg Witte hat, die sind zufrieden. Also ich ging von meiner Seite aus so, wie ich 100% zufrieden, was den Auflauf vom Turn war. Ich meine, andere Menschen ihre große Chapeau für unsere Equipe, für unser Komitee, für alle Leute. Und die ging nicht gehen, weil ich meine, die Männer wunderbar beerbigt, Balkaner, Tschüstelin, Jüdrein. Das Einzige, was ein bisschen schwer war, das war der Vorfall von Caroline Wozniacki, was wirklich richtig krank war, aber wirklich ganz traurig war, dass er nicht spielen konnte. Das wir so viel möchte, kleine B-Moll an dem Ganzen. Aber sonst sind ich total zufrieden. Ja, ich bin zufrieden noch, wenn ich das Publikum eben gucke, weil so gut muss ich sagen, dass man auf der Quali schon, dadurch, dass Tanturova gespielt hat, auch schon samstags Leute hatten. Also das Publikum muss ich das Jahr so, wer da, und wir sind immer froh, wenn sie zurückkommen. Und dann wir mal zum Schluss von der Sendung froh, man da schon nächstes Jahr oder schon eine kleine Überraschung an der Tasche. Also der Moment, dass die Überraschung eigentlich so, dass wir eigentlich alle Gurne mal froh sind, für ein bisschen zu rasten. Weil dadurch der Fakt, dass die Final Samstag ausfährt, für jeden war ein ganz anstrengend Fort, dass teilweise so bis 12 Uhr gegangen, da muss um 7 Uhr Dauer schon am Lastgang. Und ich meine mir so immer nur im Tournoi, als 4 im Tournoi, ich meine, wir können also mal 2 Wochen flanken durchzuatmen. Und dann gucken wir haben viele Ideen, wir wollen neue Sachen machen, aber die sind nur im Moment an den Spruchreif, wenn wir uns auch noch nicht wollen, dann können wir uns befassen. Mei, das ist eine G3. Vielen merci, dass ihr hier wart. Mir so, merci. Voilà. Merci auch. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächstes Jahr gesehen und dass wir durch einen guten Turnier haben, genau wie das Jahr und all die Jahre schon für tun. Voilà, merci. Merci. An Eddie.